Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem täglich frischen Mahlzeitendienst, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Dank unserem Mahlzeitendienst täglich ein 4-Gang-Menü à la maison. Wenn es kalt wird und dunkel, dann ist wieder Zeit für einen alten Brauch, der auflebt, der Samichlaus. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Über diesen Brauch reden wir heute, und zwar definitiv mit einem Experten. Er engagiert sich seit Jahrzehnten für die Samichlaus-Gruppe Rotrist als Obmann, hat schon unzählige Familien, Kindergärten besucht. Bevor es mit dem Samichlaus richtig losgeht, ist er heute zu uns ins Studio gekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Adrian Würsch. Guten Abend, Pfister. Merci, dass Sie da vorbeikommen. Herr Würsch, Samichlaus, was sind Ihre eigenen Kindheitserinnerungen an Samichlaus? Die ersten? Das ist natürlich schon einige Jahre her. Aber ich erinnere mich noch daheim an einen roten Stuhl, wo der Samichlaus immer drauf gehockt ist. Und das ist so ein alter Stuhl, man konnte hinten runterklappen. Da ist der Samichlaus drauf gehockt. Und zu meiner Zeit, als ich noch Kind war, war das ein Bischof von der katholischen Kirche. Links und rechts ein Schmutzli und die waren schwarz. Schwarz. Und ihr könnt mir glauben, wir haben brüllt. Wir haben brüllt auf dem Samichlaus im ersten Augenblick. Aber sonst habe ich wirklich gute Erinnerungen. Auch Bündnerstube, Rotrist, war immer so ein Thema. Die haben auch immer so einen Klaus-Sonntag gemacht. Und dort sind wir auch einmal hergegangen. Und ja, das war noch modern gesagt cool gewesen. Sie engagieren sich jetzt eben seit Jahrzehnten in dieser Samichlaus-Gruppe. Was hat der Ausschlag gegeben, als Sie dann gesagt haben, das mache ich da? Ich tue mich da als in einer Gruppe für den Brauch engagieren? Ja, das geht zurück. Ja, 1986, 87. Ich selber war in der katholischen Kirche als Ministrant tätig. Und Ministranten haben Samichlaus geholfen, auch während dieser Klauszeit. Und am Weihnachtsessen in meiner Lehrfirma, das war der Graberurs übrigens, hat er mich mal gefragt, und dann habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem, das machen wir doch. Also er hat gefragt, das Samichlaus. Richtig, genau, als Samichlaus. Dann habe ich gesagt, ja, mal, machen wir doch, für den Chef machen wir das. Und so ist das Ganze eigentlich gewachsen. Was ist eigentlich für Sie das Faszinierende an diesem Brauch? Es gibt einen Haufen Sachen, aber eines der Ziele ist doch, in unserer heutigen Zeit wieder mal ein bisschen Besinnlichkeit zu bringen. Und für mich ist das Schönste, wenn ich noch eine glückliche Kind sehe, Tränen, die weggehen, oder lachende Kinder. Und, das ist schon ein bisschen Highlights. Und warum ist es überhaupt wichtig, so einen Brauch am Leben zu erhalten? Es gibt verschiedene Gründe. Aber wir Schweizer, wir haben so ein bisschen das Flair für Traditionen, für Brauchtum. Und ich glaube, so ein Brauch wie der Samichlaus am 6. Dezember, der stirbt nicht aus. Es braucht nur Leute, die diesen Brauch weiterführen, die das Andenken vom heiligen Nikolaus weiterführen. Gehen wir doch gerade ein bisschen zu dem, wie Sie das konkret machen. Sie sind ja nicht das ganze Jahr in dieser Gruppe unterwegs engagiert. Ich nehme an, das fängt so um die Zeit an, dass Sie die mit quasi der Samichlaus-Saison gestartet wird. Also wir sind ja vor Rotrist dieses Jahr 5 Samichlaus. Ich selber schaue, dass das läuft. Ich bin auch der der Familie mal einen Absag geben muss oder eine andere Zeit verkaufen, auf Deutsch gesagt. Ich fange in der Regel im August an mit der Grobplanung. Und das ganze Team, die ganzen 13, 14 Leute, die hier mitmachen, die kommen das erste Mal im Oktober in Genuss von einer Startbesprechung. Und von daher haben immer mehr Leute mit dieser ganzen Sache zu tun, bis wir dann schlussendlich Anfang Dezember starten.
Und die Samichlaus-Saison bei Ihnen, die ist etwa so eine Woche, glaube ich, oder? Richtig. Einfach in dieser Woche, wo der Samichlaus ist, vielleicht ist es mal ein bisschen länger, oder jetzt dieses Jahr ist das Ziel, dass wir am 8. Dezember aufhören. Die letzten Besuche machen am 8. Dezember. Und dann ist wieder für ein Jahr die Sache im Schrank verräumt. Wie hat sich eigentlich Samichlaus in den letzten Jahrzehnten verändert, in den letzten 30 Jahren, wo Sie angefangen haben? Was hat sich da bei Ihnen verändert und bei den Leuten, die Sie rausgehen, verändert, bei der Familie? Bei uns ist es vielleicht so, dass wir ein bisschen ruhiger geworden sind, dass man heute ganz andere Gedanken überbringt, dass man das Positive in den Vordergrund stellt, die guten Sachen, um so einen guten Eindruck beim Kind hinterlassen. Es ist heute weniger das Tadeln oder Zünden vor die Augen, sondern das Kind abholen und ihm zeigen, was es gut gemacht hat, weil in der Regel wissen die Kinder selber, was nicht so gut ist. Was in der Gesellschaft feststellen ist, dass wir heute einfach in dieser schnelllebigen Zeit keine Zeit mehr nehmen für diese Sachen. Es kommen heute Familien, die sagen, ja, wir wollen Samichlaus. Und dann musst du als Samichlaus einfach springen. Also das Konsumgut so. Es geht ein bisschen in die Richtung zum Teil. Aber ich denke, die Samichlaus sind hier selber auch daran mitschuldig, wenn sie diese Sachen so mitmachen. Meine Kindheitserinnerung ist ja ähnlich wie Ihre. Ich hatte einen rechten Bammel vom Samichlaus und dem Schmutzi. Wie ist das heute? Wie reagieren Kinder auf einen Samichlaus? Und Schmutzi haben Sie auch dabei? Das ist klar. Also, vielleicht zum Schmutzli. Es hat auch schon Fälle gegeben, wo wir den Schmutzli rausgeschickt haben. Wobei das jetzt unsere Samichlaus und unsere Schmutzli, die sehen anständig aus. Also ich muss mich da wirklich für unsere Leute einsetzen und sagen, die sehen anständig aus. Also nicht furchterregend? Nein. Und wir erleben es so, dass vielleicht die kleineren Kinder vielleicht brüllen am Anfang. Aber mit der Hilfe von Mami und vom Papi und vom Samichlaus tut sich das meistens innerhalb von Minuten legen. Und dann tun wir zusammen Gesprächeln. Und dann kommen die glänzenden Kinderaugen führen. Was macht ein guter Samichlaus aus? Ein guter Samichlaus hat Geduld. Er nimmt sich Zeit. Er ist ein Mann. Er weiss nicht alles. Aber er weiss viel. Er ist ein guter Zuhörer. Er ist lieb und er ist nett. Ich denke, das sind so die Eigenschaften, die einen guten Samichlaus ausmachen. Was darf ein Samichlaus nie machen? Das ist ja Fauxpas. Kein Alkohol trinken während dem Klausen. Das ist das eine. Und das andere, verpönt ist Fluchen und verpönt ist auch die Ruhe. Das wäre eine von meinen nächsten Fragen gewesen. Im Samichlaus bietet man ganz sicher nichts Alkoholisches an. Auf keinen Fall. Also, es ist ja in der heutigen Zeit immer ein Thema, der Alkohol. Aber ich bin der Meinung, wenn wir jetzt Feuer oben haben oder bei der letzten Familie sind und die bieten einem irgendeinen Schluck Bier an, dem ist sicher nichts dagegen zu haben. Aber ich bin der Meinung, oder ich denke, es sind alle Samichlaus dieser Meinung, dass sich während dem Arbeiten mit Kindern den Alkohol einfach auf der Seite lassen, weil der Mundgeruch vom Bier oder vom Schnaps oder was früher alles getrunken worden ist, das gehört sich einfach heute nicht. Das ist ein No-Go. Wie ist das eigentlich? Gibt man im Samichlaus, wenn ein Familie besucht, hat der Samichlaus einen Tarif oder wie sieht das eigentlich aus? Ich meine, das kostet ja ein bisschen Geld. Das ist so. Erzählen Sie doch zuerst, was ist eigentlich der Aufwand oder, für die Kostüme? Also vielleicht das Samichlaus-Kostüm, so wie wir es bei uns haben, das ist geschneidert. Mit Zusätzen zum Beispiel, eben extra Taschen oder so. So ein Samichlauskleid kostet 600 bis 800 Franken. Dann kommt ein Bart und Perückenset dazu. Das kostet auch noch etwa 400 Franken. Und dann hat jeder Samichlaus noch sein Necessaire, das heisst Schminkzeug, Händchen und so weiter. Also so ein Samichlaus kostet auszurüsten etwa 1300-1400 Franken, ein Schmutzli etwa 700 Franken. Also das ist relativ viel Geld. Und wie finanziert man das? Wir finanzieren eigentlich mit Unkostenbeiträgen, die wir von der Familie bekommen. Weil wir haben nicht feste Tarife. Wir sind nicht eine Firma, sondern wir machen das ehrenamtlich, freiwillig. Und mit dem Unkostenbeitrag, den wir bei den Familienbesuchen bekommen, finanzieren wir das so finanzieren, dass wir die Kleider auch in die Training umgeben, dass wir neue Anschaffungen machen können, Reparaturen und so weiter. Möchtet ihr eigentlich, sind unterwegs, vor allem in dieser Zeit, in dieser
Dezemberwoche, gibt es eigentlich da eine Art Debriefing am Schluss? Oder wie läuft denn so ein Abend nach der Psyche ab? Ein Debriefing gibt es in jedem Fall, weil wir sind alles Menschen und wir tun in diesen 2, 3, 4, 5 Stunden oder 6 Stunden, wo wir unterwegs sind, viel erleben und das muss auch wieder irgendwie verarbeitet werden können. Wir tun in der Regel nach dem Closen noch zusammenhocken, etwas essen, noch eins trinken zusammen, einen Kaffee, vielleicht auch mal ein Bier und dann tun wir den oben Revue passieren lassen, über die lustigen Sachen. Aber manchmal sieht man wahrscheinlich auch Sachen, die einem zu denken geben, wenn eine Familie nie gesehen hat. Ja, das sieht man auch. Und ich denke, genau in dem Team, wie wir sind, tun wir das nachher miteinander besprechen und so im Prinzip verarbeiten. Gilt eigentlich gleich, je älter der Samichlaus, umso besser. Er hat ja schon äußerlich einen langen, weißen Bart. Genau. Das ist ja das Bild vom Samichlaus, der ein alter, gutmütiger, friedlicher Mann ist, der sich Zeit nimmt für Kinder, der die Kinder gerne hat. Ich bin aber der Meinung, Samichlaus, je mehr Erfahrung als er hat, umso besser wird er. Und das Alter ist zweitrangig. Also da könnte man bei Ihnen sagen, Sie sind jetzt wirklich durch einige Jahrzehnte Erfahrung durchgegangen. Einige 100 oder 1000 Psyche sind es eigentlich schon. Wahrscheinlich eher 1000. Ich habe es nie gerechnet, Herr Pfister. Ich habe es nie gerechnet. Da müssen wir jetzt die Familien fragen, da müssen wir jetzt die Vereine, die Firmen fragen oder allenfalls die Kinder, die jetzt selber auch Eltern sind, ob ich ein guter Samichlaus bin. Ich bin der Meinung, ich probiere mein Bestes zu machen. Ich kann nicht jeden Tag eine Spitzenleistung herbringen. Und ich denke, meine Kollegen können das auch nicht, aber wir sind überzeugt, dass wir etwas Wichtiges machen. Sie sind etwa 15 Leute in dieser Interessengemeinschaft von dieser Samichlaus-Gruppe. Das ist nicht ein Verein, sondern eben eine Interessengesellschaft. Und dort fängt man ja als Schmutzli an. Das ist mehrere Jahre. Warum? Also man kann nicht gerade Samichlaus werden. Man braucht ein bisschen eine Lehre. Ja, das hat verschiedene Gründe. Einer ist mehr Langjährige, möchten ja wissen, wer hier neu zu uns kommt. Und das geht nur, wenn wir Vorgespräche haben, das kann 1 bis 2 Vorgespräche sein, mit dem Interessenten oder mit dem Praktikant. Und dann wird er sicher mal 1 Jahr mitkommen als Praktikant und im 2. Jahr wird er vielleicht auch noch Praktikant sein. Aber Praktikant heisst immer, er ist schon Schmutzli. Er ist Schmutzli, aber er ist nicht fest bei uns, sondern ja, vielleicht sagt er nach 2 Jahren, ja, ich habe keine Lust mehr, ich kann das nicht mehr. Und dann geht er auch wieder. Aber in der Regel sind sie nicht fest dabei. Wir sind jetzt heute in der glücklichen Situation, dass wir wieder einen frischen Schmutzli haben. Dort war auch eine Bedingung, dass er kommt. Und ich darf das sagen. Die Bedingung war, wenn du mit deinem ehrenamtlichen und freiwilligen Arbeit bei der Feuerwehr aufhörst, dann kannst du bei uns einsteigen als Schmutzli. Sie haben sich so ein bisschen überlegt, ob Sie zu mir kommen. Ich Sie angefragt habe, weil Sie haben gesagt, ja, Sie müssen eigentlich gar keine Werbung machen. Ist das so? Sie haben eigentlich genug zu tun. Ja, also, keine Werbung ist vielleicht übertrieben, aber wir haben eine Homepage, wir haben Visitenkärtchen, wir haben, ich gehe davon aus, zufriedene Familien, weil sonst würden die nicht im Folgejahr sich wieder bei uns melden. Und klar tun wir ein bisschen nachhelfen, indem wir einen älteren Brief schicken, wo wir sie darauf anrufen, dass jetzt wieder Samichlaus ist und dass man sich per WhatsApp kann melden oder per Mail und nicht da muss telefonieren lang. Also wir könnten jetzt noch auch sich noch bei Ihnen melden, wenn man noch Bedarf hat für das Samichlaus. Das ist noch nicht ausgebucht für das Jahr. Nein, wir haben schon noch ein bisschen Platz. Einfach der 6. Dezember, der Freitag, 6. Dezember, der ist eigentlich praktisch voll. Sie machen es jetzt seit 30 Jahren. Wollen Sie es noch mal 30 Jahre machen? Oder? Also schon eine Weile schon noch nicht mehr. Ja, vielleicht mit dem Rollator, ja. Nein, ich denke, die nächsten 3, 4, 5 Jahre muss ich mir Gedanken machen über die Nachfolge. Aber wir haben bei uns sicher feige Leute, die das steuern können. Weil irgendwann ist man ein bisschen zu alt und es ist doch auch anspruchsvoll, Samichlaus oder auch Schmutzli. Das ist anspruchsvoll, braucht Zeit. Und vielleicht hätte ich auch mal ein bisschen ruhiger. Aber wenn man Ihnen so zulässt, hat man nicht das Gefühl, dass der Brauch irgendwo gefördert wäre und irgendwann würde er weggehen? Das denke ich auch nicht, weil wir haben das schon mal diskutiert. Die Schweiz ist bekannt für das Brauchtum und es hat so viele Leute, Frauen und Männer, die sich im Brauchtum in der Schweiz engagieren. Das muss nicht nur das Samichlaus sein, das ist jetzt ein bisschen speziell. Ich glaube nicht, dass der Brauch kaputt geht. Der Samichlaus wird ja auch so ein bisschen vereinnahmt, oder? Von Coca-Cola zum Beispiel, genau. Wo mit dem Lastwagen unterwegs ist und überhaupt die Amerikanisierung mit dem Santa Claus. Was denkt da so ein eingefleischter Samichlaus über das? Ja, ich habe da manchmal ein bisschen Mühe, weil
der Samichlaus, der bei der Familie ist und nachher, ja, das Kind kann ja nichts dafür. Sie haben ein bisschen die Eltern geschaut, wenn sie Trickfilme laufen vom Santa Claus mit dem Schlitten da über die Hausdächer fliegt und das Kind, der Samichlaus, fragt, du, wo hast du das Rentier? Ja. Das ist Ihnen schon passiert? Das Ja, das ist mir schon passiert. Und dann sage ich, du, Entschuldigung, ich bin nicht der Santa Claus, ich bin der Samichlaus da. Und was wir allenfalls haben, ist Säseli am Waldrand. Also wir erleben das immer wieder, aber wir darf es nicht überbewerten. Aber der amerikanisierte Samichlaus macht uns schon Konkurrenz, weil er halt einfach zum Kaufen animiert. Und es hat nicht das ist Kommerzialisierung. Genau, es hat nicht viel mit Tradition zu tun. Ja. Aber er kommt halt gut daher, oder? Das ist anziehend. Herr Würsch, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, mal über den Samichlaus zu reden. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Saison, viel Freude. Merci. Und ich bin sicher, dass die Familie, die Sie besuchen, werde glücklich sein. Ich hoffe es. Danke, Pfister, dass ich vorbeikommen durfte. Merci vielmals. Nächste Woche sind wir natürlich wieder mit einem frischen Talk für Sie da. Nächste Woche mit einem ernsthafteren Thema. Wir reden über Klimaerwärmung und Gletscherschmelze. Und wir machen das mit einem Experten, der hier in Zofingen einen Vortrag hat, Ende November, der David Volken, Gletscherexperte, bei uns im Talk nächste Woche. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Machen Sie es gut. Herzlichen Dank. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem täglich frischen Mahlzeitendienst, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Dank unserem Mahlzeitendienst täglich ein 4-Gang-Menü à la maison.